sind Fotoapparate raus, ich glaube es nicht, es wird jetzt dann finster. Final Destination Karl Hembrecht. großen Flugzeugmotor. Der Gang ist noch nicht drin, ich glaube die Kette ist auch noch nicht stramm. Er muss erst noch die Kette stramm ziehen. Jetzt ist alles okay, Kette ist stramm, der Allison läuft, Gang ist auch drin, grüne Flagge für Matthias Böhmann. Kein Problem mehr, voll Pull! Ganz locker drüber gefahren und ganz... Kette ist stramm. Was macht Philipp im Grund in seinem zweiten Start auf Isotom 1? Und auch das geht wieder sehr gut. Musste ein bisschen mit der Bremse arbeiten, habe ich deutlich gesehen. Und sobald der Traktor hier hinten gehalten hat, ist ein Kleidermensch dafür verantwortlich, den Hebel auch wieder möglichst schnell zurückzustellen, damit der Motor nicht überbrennt. Und für die Feuerwehr, genau, ihr habt es am Hören, nicht erschrecken. Ihr werdet jetzt dann am Ende des Pulls Flammen sehen. Vielleicht 1,50 Meter hoch. Trotz eines heftigen Backfires am Start schafft er den Öl. Nach der Stadt Russland, wo diese Motoren gebaut wurden, nochmal mit Akzent Transmarsch. Und es geht gut vorwärts für den Norbert. Nicht so viel schwarzer Rauch wie beim Final Destination. Und da läuft ordentlich Flüssigkeit aus dem linken Turbo. Das ist aber nur Kühlflüssigkeit, das ist also nichts Dramatisches, was hier ausläuft. Und noch ist alles in Ordnung. Und es gibt die grüne Flagge für Gerd Wagner und W. Bekommt die Räder nicht zum Drehen. Mit einem Motor auf einer Motor, der zweite Motor ist ein Ölrauch. Und dann hat man sich gesagt, dass man die Saison abdenkt, dass man nicht mehr in den Start gehen wird. Persönlich finde ich das etwas schade, aber dafür haben wir jetzt den Joker dann hier, damit wir zumindest in den Genuss von EMI V8 Sound kommen. Und wenn hier alles glatt läuft, wenn alles hält, dann sollte auch hier wieder ein 5 möglich sein. Alles ist bereit für den Thomas Zimmermann. Joker.
gezogen hat. Vorne rechts nach links. 93,0 ist die 2-3 Sekunden. Auf den Final Destination. Er kommt bis ganz knapp vor die Frühmarke. Das kleine Transmarschtunnel hat er. Alles ist fertig. Flagge ist bereit. Grüne Flagge für den letzten Starter. In der Zone Nummer 5 am freien Platz im Vorlauf. Frank Bartolomé und Le Coffre. Ich sage es noch, nur wenn es optimal läuft, und das war alles andere als optimal, 97,42.